Igüda. Den Marokkaner hätte man schon vorstellen sollen, Hallenweltmeister von Istanbul. Tesfaye. Will er die Gegner einschläfern? Denn das kann nicht sein Stil sein. Nein, nein. Also das Tempo muss er nicht machen. Das wäre falsch. Sich nicht so richtig einkeilen lassen. Das ist in Ordnung. Aber arbeiten, lass erstmal die anderen. Du hast vielleicht die größten Reserven. Seine Geschichte, habe ich erzählt, muss man in einem WM-Finale sicher auch nicht tun. Der eingebürgerte Äthiopier aus politischen Gründen, Wolfgang Heinig, ist sein Trainer, der aber mit der Trainingsgruppe, in der er aktiv ist, in Kenia zum Training ist. Aber ich bin ganz sicher, die werden gleich anschließend miteinander telefonieren. Wie langsam ist das Rennen? Wie langsam ist das Rennen? Da werden wir gleich schlauer sein. Also so richtig schnell ist es ganz bestimmt nicht. Jetzt kommt die 400 Meter Zeit. 400 Meter, na ja, und die Uhr bleibt immer noch nicht stehen, immer noch nicht stehen. Also ich würde sagen, das ist, wenn man so vielleicht um 3,34 laufen möchte, ist das ja schon wieder 3-4 Sekunden zu langsam. Süleyman Birgen. Das kann aber Tesfaye, finde ich, nur recht sein. Der wird sicherlich auch in Bereiche mal um 3,32, 3,33 reinlaufen können, aber jetzt noch nicht. Ihm müsste es recht sein, wenn es nicht so schnell wird. Süleyman aus Djibouti nach wie vor an der Spitze, dann Birgen aus Kenia und dann kommt Wout. Das war schon der Zeitpunkt, wo Aregawi über 1500 Meter der Frauen Fersengeld gegeben hat, das Rennen schnell gemacht hat, und das ist hier nicht der Fall. Villiers, der Rauschebart aus den USA in der letzten Position. US-Hallenmeister 1,58,96. Ja, das sind immer noch so, wo man eine Zeit laufen kann, sag mal um 3,39, 3,38, 3,39. Viel schneller sicherlich nicht. Das wäre dann schon schneller als bei vielen Weltmeisterschaften. Tesfaye, Homio Tesfaye nach wie vor an der... Na, jetzt ist er etwas zurückgefallen. Er muss sicher auch noch Lehrgeld zahlen. Er braucht diese großen Wettkämpfe. Er war ja auch in Moskau schon am Start. Da ist er kurz vorher freigegeben worden. Aber das war für ihn schon ein ganz, ganz tolles Rennen, weil er dort Fünfter geworden ist. Nach wie vor gleichmäßiges Tempo, aber nicht zu schnell, weil alles noch beieinander ist. So, jetzt muss sich allerdings Tesfaye langsam mal eine Position suchen. Und die gefällt mir überhaupt nicht, die er hat. Überhaupt nicht. Also das enttäuscht mich. Nein, der hat keine Chance. Er ist nur Drittletzter. Also geht jetzt schon leicht ins Hohlkreuz. Das hätte ich nicht gedacht, dass das Rennen so für ihn verläuft. Aber noch einmal, er ist jung, er muss Lehrgeld zahlen. Süleyman ist weiter vorn. Konzentrieren wir uns auf die Spitze. Es ist ja noch über eine Runde zu laufen. Und die Zeiten explodieren jetzt. Die explodieren jetzt. Das Feld wird auseinandergenommen. Ja, jetzt kommt ins Ziel und jawohl, er gewinnt. Süleyman aus Djibouti ist vorn und die Zeit, ja, 3,37,54. Da wird wieder mal deutlich, wie schnell auf den letzten 200, 300 Metern gelaufen wurde. Normalerweise muss das Tesfaye auch können. Also das hat dann nicht richtig funktioniert. Wout, der Zweite, sein größter Erfolg. Und ein Glaube kann auch Kraft geben.